Moie Leiwerle Goeten, mein Numm ass Jerome Luling, an lo léiere ma e bësse Letzebäierch. An haut schwätzemer iwwer Formel 1. Formel 1, grosse Preis an der Emilia Romagna. An Kurs ass am Livestream vun 20:02 und op rtl.lu an RTL Play ze gesinn. Da das natürlich eng kleng Sensatioun, weil Formel 1 Kurse goufe bislo nie op Letzebäierch kommentéiert. Voilà, dat ass also ein Auto fir eng Formel 1 Kurs ze fuhren. An der Nummer ha e klengen Text. War den Optakt am Bahrain huet de Max Verstappen op Aanheescht mam Lewis Hamilton gekämpft. Ein Duell, dat eng spannend Saison verspricht. Traditionszirkuit vun Imola gëtt Formel 1 Formel 1 2021 an die zweet Ronn. Suiveierte Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 live op RTL Lützeburg. Fir Iwerschneidungen mam royale Begräbnis vum Prinz Philipp ze evitéieren gouf den Zeitplan vom Imola Grand Prix ugepasst. Ja, min am Moment ganz viel an der Aktualität. Den arme Prinz Philipp ass jo gestorwen. An de Kommentar vun der Formel 1 Kurs ass vum Serge Pauli a Frankie Hippert. An ein normales Programm als verdechte Qualifikation. Mir iwwerdrohende Programm von RTL 2 Samstag, den 17. April 2021, Ufang von der Emission 13:55 Uhr. Voraussichtlich von der Emission 5:03 Uhr. Das weiß ich eben nie so genau. Voraussichtlich, probablement, la fin de l'émission. Und dann der Kommentar. Kurs, mir iwwerdrohende Programm von RTL 2. Op RTL 2. Bon. Das ist dann Sonntag, den 18. April 2021. Ufang von der Emission 20:02, die Paar von der Kurs 3 Uhr, a voraussichtlich N von der Emission 10:45. Der Kommentar ist dann auch von Herrn Pauli und von Herrn Hippert. Der Tisch am Moment ist Kurs nach am Gang. Und ich gucke sie nicht. Oh, mir hun ein Quiz. Voilà. An de Kimi Räikkönen als aktuell den eelste Pilot an der Formel 1. Wie viel Formel 1 Kursen as hier an seiner Karriere gefuhr? Ich weiß nicht. 256, mal gucken. Falsch. Jerome. Hier ist bei 333 Kursen in den Depart gegangen, dabei stung hin 203 Mal im Podium an 21 Kurse konnte hier gewonnen. Super, Kimi. Könnt nachher weiter. Das ist auf Deutsch. Weiter. Das müssen D kriegen. Das ist aber nicht so schlimm. So, weiter. Dann die nächste Frage. Der Lewis Hamilton hat sich schon 7 Mal zum Weltmeister gekrönt. Auf welchen Platz kam hier als seiner allererster Formel 1 Kurs? Hier hat Kurs gewonnen. Hier gauf den dritten. Hier gauf letzten. Hier gauf den dritten. Richtig! Den 18. März 2007 beim Großen Preis von Australien zu Melbourne gauf den Hamilton den dritten Hand dem Fernando Alonso an dem Kimi Räikkönen. Weiter. Nächste Frage. Wer war der bislo jüngste Weltmeister an der Formel 1? Sebastian Vettel, der Michael Schumacher. Der Michael Schumacher. Oder der Lewis Hamilton. Das ist natürlich der Sebastian Vettel. Richtig. Da kriegen wir auch direkt eine Erklärung. Der Sebastian Vettel war der jüngste Weltmeister bei seinem ersten Weltmeistertitel. Jüngsten, geht das so geschrieben oder kriegt er den K? Da könnt ihr nur gucken. Bei seinem ersten Weltmeistertitel 23 Jahre an 134 Stich alt. Stößt wir in der 135 gewicht. Nee, jetzt sind 134. Der Lewis Hamilton war 23 Jahre an 9 Monate alt. Ja, das ist natürlich ein riesen Unterschied. Und der Michael Schumacher war schon über 25. Mann, war der damals schon so alt. Ja, so, und dann.
Den nächsten Artikel. Wie war bislo der jüngste Pilot in einem Formel-1-Kurs gewonnen konnte? Der Charles Leclerc, der Lewis Hamilton, der Max Verstappen. Der Max Verstappen? Richtig! Hey. Der Max Verstappen hat 2016 den großen Preis für Spanien gewonnen, der am Alter von 18 Jahren, 7 Monate, 15 Tage. Wow, genial! Mit 18 Jahren habe ich mir den Führerschein gemacht, aber am medisches Lycée zu Asch. Ja, Jerome, du musst clever sein, heute ist das. Und dann weiter. Welches Circuit als der längsten an der aktuellen Formel 1? Circuit Spa-Francorchamps, Silverstone-Circuit und der Yas Marina-Circuit. Schon null Ahnung. Aber vielleicht ich weiß es nicht. Marina? Falsch, Patsch. Mit 7004 Kilometer ist der Circuit zu Spa-Francorchamps der längste. 7004 Kilometer. Das ist 7-mal Distanz. Lützburg-Montpellier. Oh mein, oh mein. So, und dann. Wenn ich als die erste Formel-1-Kurs zu Imola gefahren gehen, 1966, 1980, 1991. Keine Ahnung. 1980? Richtig, der erste Kurs auf 1980 zu Imola gefahren. Weiter. Letztes Jahr als der Valtteri Bottas zu Imola von der Pole Position aus gestartet, wen hat den Kurs gewonnen? War der Valtteri. Falsch. Der Lewis Hamilton hat gewonnen, natürlich, der gewinnt schon alles. Ja, das hätte ich Kind wissen. Der Lewis Hamilton hat gewonnen für den Valtteri Bottas an dem Daniel Ricciardo. Okay. Weiter. Oh Mann, ich gewonnen hat nicht. Oh, so viel Frohen, das aber. So Zeit abpassen. Schon 7 Minuten. Wie viele Kurse sollen an dieser Formel 1 Saison gefahren gehen? 20, 23, 25? 20? Falsch. 23 Kurse sollen das Saison gefahren gehen. Doch auch der größte Preis für Saudi-Arabien, den ein allererste Jahr am Formel 1 Kalender vertreten ist. Weiter. Und dann haben wir an der Formel 1 setzt in der Pneu von Pirelli. Dafür drin ist eng Zeit lang mit Michelin-Pneu gefahren. Wenn ich komme Michelin-Pneu für die Last an den Ersatz. 2006. Richtig. Pure Fund. 2006 kommen Pneu von Michelin für die letzte Kehr an der Königsklasse an den Ersatz. Mittlerweile hat Pirelli den Monopol dort kommt auch nach Bridgestone an den Ersatz. Weiter. Und nach ein Froh. Wie viele Froh sind das dann? Wie viele verschiedene Nationen sind das Jahr am Fahrerfeld dabei? 11. Falsch. Es sind 13 verschiedene Nationen abgedeelt auf 20 Piloten. Sie kommen aus diesen Ländern: Großbritannien, Holland, Finnland, Australien, Spanien, Frankreich, Kanada, Deutschland, Mexiko, Monaco, Italien, Japan, Russland. Okay, Letzebäuer. Hey, Letzebäuer, wo seid ihr? Das wäre mal flott, ein Letzebäuer Formel 1 Pilot. Für was nicht? Ich nicht. Ich interessiert mich nicht. Nee, merci. Dann. Auch nicht, wenn ich Multimillionär geht. Zanta dieser Saison als der Junge von Michael Schumacher, der Mick Schumacher, auch an der Königsklasse gekommen, erfährt dafür Haas. Zanta weniger das Ecurie an der Formel 1, 2009, 2013, 2016. 2009? Alles falsch. Haas führt Zanta dem Jahr 2016 an der Formel 1 an als Dommer der jüngsten Equipe. Okay. Wow, Mann, wie viel froh sind das dann? Welche Fahrer als letzte Saison die meiste Runde gefahren? Der Lewis Hamilton, der Lando Norris oder der Alex Albon? Alex Albon, einfach so falsch. Der Lando Norris als die meiste Runde gefahren. Es waren da 1015. Der Raikkonen hat da 1009, der Bottas an den Albon alle beiden 994 und Hamilton 950. Ah, so. Ja, ich muss all gezählt. Geht aber leid. Ulalalala. Der Bilan. Nicht gut. Vielmals merci für das Mitmachen. Ich fand dir nachher mal den Überblick.
falsch, richtig. Schon aber pur richtig gesagt. Ja. Teilnahme wiederholen. Nee, das ist okay so. Also, dann so nicht ich vielmals merci für no gucken. Und wie gesagt, Formel 1 op Lützeburg gucken, dann rtl.lo, da kriegt ihr den Kommentar op Lützeburg, wann ihr dann Formel 1 interessiert. Und das war doch schon nice. Vielmals merci, aber